Sie hat die gleiche Frage immer und immer wieder gestellt, bis die Caroline genug hat. Was da passiert ist, hat der ganze Raum verstummt. Doktorraum ist voll gsi. Ihre von Kamera hat die Hinterwand gefüllt. Ihre Linse aufs Podium gerichtet, wo de Caroline Levitt gestanden ist. Sicher und souverän. Sie ist keine Unbekannte für strenge Publikum gsi. Aber heute hat sich's anders angefühlt. Die Luft im Washington. Die Briefing-Raum ist dick gsi mit Erwarten. Und eine unausgesprochene Spannung hat runterbrauset. Sie hat das Mikro adjustiert. Guten Nachmittag miteinander. Wir starten grad sofort. Hand sind im ganzen Raum aufgegangen. Journalisten hungrig nach ihren Schlagzeilen. Bereit, ihre Fragen zu stellen. Die Caroline hat auf ein bekanntes Gesicht gezeigt. Ein Reporter von ihrer grossen Nachrichtensendung, wo gefragt hat über die neue Politik von Doktorregierung. Zu der Steuererleichterung. Sie hat souverän geantwortet. Mit so ihrer Art studierter Antwort. Wo halt mit dem Job stand. Dann ist die nächste Frage schon. Ein Nachhaken zur Doktorbildungsreform. Die Caroline hat ohne Zögerung geantwortet. Sie hat's schon unzählig Mal gemacht. Stark bliebe Debatte kontrollieren. Und die Presse so lenken wie ein richtige Profi. Aber dann ist es passiert. Eine Stimme hat Doktorraum durchbrochen. Schärfer als alle andere. Frau Levitt redet mir über die wirklich wichtige Frage. Es ist sie gsi, die liberale Reporterin. Die Caroline hat sie gut kennt, immer aggressiv. Immer dran, Diskussion in einen Skandal ziehen. Sie ist vorn gesessen, vorgebeugt mit einem suffisanten Grinsen. Ihre Stift hat rhythmisch aufs Notizblock deppert. Die Caroline ist ruhig geblieben. Fahren Sie fort. Die Reporterin hat keine Sekunde verschwendet. Denkt sie, dass die Politik von Doktorregierung absichtlich gemacht sind, um bestimmte Gemeinschaften zu unterdrücken? Wilde deteitet. Die Caroline hat die Hand aufgegeben. Ich habe die Frage schon beantwortet. Die Regierung fokussiert sich auf Politiken, wo alle Amerikaner unterstützen, egal welche Herkunft. Wenn sie über das Thema von heute reden wollen, dann könnt wir gern weitermachen. Ein paar Murmeln sind durch Doktorraum gegangen. Aber die Reporterin hat nicht locker gelassen. Sie hat sich noch weiter vorgebeugt. Sie haben die Frage aber gar nicht richtig beantwortet. Können Sie direkt auf die Frage eingehen? Ich habe antwortet, hat die Caroline sie unterbrochen. Ihre Stimme sachlich, aber bestimmt. Sie hat zu den anderen Journalisten geschaut. Und ihr Zeichen gegeben, dass sie parat ist, weiterzugehen. Für einen Moment hat sich Doktorraum wieder beruhigt. Eine kurze Pause, als würde alles normal weitergehen. Aber dann. Ich verstehe nicht, wieso sie ausweicht. Die Reporterin hat nachgehakt. Ihre Stimme hat Doktorraum zerschnitten. Ist es ein einfaches Ja oder Nein? Unterdrücken die Politiken marginalisierte Gruppen. Die Temperatur im Raum verändert sich. Andere Reporter tauschten Blicke aus. Einige sahen interessiert aus, andere unwohl. Niemand mochte es, wenn eine Pressekonferenz zu einer Konfrontation wurde. Aber genau das passierte gerade.
Caroline atmete langsam aus. Ich weiche nichts aus. Ich bleibe beim Thema. Wenn Sie eine Frage zum heutigen Thema haben, beantworte ich sie gerne, wenn nicht. Werde ich weitermachen. Aber die Reporterin ließ nicht locker. Sie lehnt sich noch näher ans Mikrofon. Also keine Stellungnahme. Die Energie im Raum spannt sich an. Das Gewicht des Moments legt sich auf die Schulter aller Anwesenden. Es war klar. Es war nicht mehr nur eine Pressekonferenz. Es wurde zu einem Spektakel. Eine Stille fiel über den Raum. Niemand sprach, aber die Stille war nicht leer. Sie war geladen. Eine Stille, die nicht passiv war, sondern wartet. Wie ein Gummiband, das sich dehnt, kurz bevor es reißt. Caroline richtet sich auf. Legt die beiden Hände auf das Podium. Ich habe Ihre Frage beantwortet. Ich werde jetzt weitermachen. Sie zeigt auf einen anderen Journalisten im hinteren Teil des Raums. Aber bevor er sprechen konnte, schnitt dieselbe Stimme erneut dazwischen. Warum fällt es Ihnen so schwer, eine klare Antwort zu geben? Ein Hauch von Irritation huscht über Carolines Gesicht. Nicht viel, nur ein kurzes Zusammenziehen der Augen. Aber genug, dass es die aufmerksamen Zuschauer bemerkten. Sie war nicht neu in dem Geschäft. Sie wusste, dass Reporter ihre Arbeit machen mussten. Aber es gab einen Unterschied zwischen kritischem Nachfragen und einer Veranstaltung in eine persönliche Bühne zu verwandeln. Und gerade jetzt war klar, was hier passierte. Einige Kameras schwenkten von Caroline zur Reporterin, fingen jede Veränderung in der Körpersprache ein. Jede subtile Bewegung zu einer Schlagzeile gemacht werden konnte. Caroline atmete durch die Nase ein. Ich glaube nicht daran, jemandes Zeit zu verschwenden. Wenn Sie eine neue Frage haben, werde ich sie beantworten, andernfalls möchte ich anderen die Chance geben. Die Reporterin grinste. Sicher eine neue Frage. Warum hat die Regierung so viel Angst vor Transparenz? Einige ließen keuchen. Einige Reporter kritzelten eifrig. Sie spürten, dass der Moment zu etwas Grösserem wurde. Caroline blinzelte kontrolliert. Das einzige Zeichen, dass die Bemerkung angekommen war. Ihr Griff am Podium wurde für eine Sekunde fester, bevor sie losließ und leicht ausatmete. Sie lächelte, aber nicht zu warm. Diplomatische Lächeln. Es war eine andere Art von Lächeln. Eines, das sagt: Ich weiß genau, was Sie hier versuchen. Sie ließ sich Zeit, bevor sie antwortet. Transparenz. Genau dafür steht die Regierung. Aber das, was sie tun, geht nicht um Transparenz. Es geht um Theater. Die Worte hingen in der Luft. Das Grinsen der Reporterin wankte nur kurz. Ein anderer Journalist, der weiter hinten im Raum, räuspert sich. Caroline, wenn ich könnte. Aber wieder. Dieselbe Stimme unterbrach. Also tun Sie gültige Bedenken als Theater ab. Das amerikanische Volk verdient echt Antworten. Die Kameras fingen alles ein. Die leichte Neigung von Carolines Kopf. Die Art, wie die anderen Journalisten sich auf ihren Sitzen bewegten. Einige, klar frustriert, dass das Ereignis gekapert wurde. Ein erfahrener Journalist. Jemand, der seit Jahrzehnten über Politik berichtet.
lehnt sich zurück und murmelte zu einem Kollegen. Das ist kein Journalismus mehr, das ist Schauspielerei. Aber die Reporterin kümmerte es nicht. Sie wusste genau, was sie tat. Je länger sie das am Laufen hielt, desto wahrscheinlicher war es, dass es viral ging. Eine Konfrontation wie die. Es war Gold für die sozialen Medien. Caroline erkannte es auch. Sie hatte eine Wahl. Sich darauf einlassen und im Moment noch mehr Feuer geben. Oder es komplett beenden. Sie seufzt. Blickte schliesslich in Richtung Sicherheitspersonal an der Seite des Raums. Sie musste nichts sagen. Die Veränderung in ihrem Blick genügt. Der Raum spannt sich erneut an. Jeder wusste, was das bedeutet. Es war nicht mehr nur eine Diskussion. Es stand kurz davor, zu eskalieren. Die Luft im Raum fühlt sich jetzt schwerer an. Niemand sprach, aber die Spannung war greifbar. Fest genug, um jeden an seinem Platz zu halten. Caroline konnte es sehen. Wie einige Journalisten den Blickkontakt vermieden. Andere hielten ihre Stifte nur ein wenig fester. Sie schauten nicht nur zu. Sie warteten. Die Reporterin, eine Frau Mitte 30 mit scharfen Augen und einer unbeirrbaren Haltung, bewegt sich nicht. Sie lehnt sich weiterhin nach vorne, der Stift ruhte auf ihrem Notizblock, ein leises Schmunzeln spielt an den Mundwinkeln. Sie war nicht hier, um eine Frage zu stellen. Sie war hier, um ein Statement zu setzen. Caroline richtet sich auf. Ich sage es noch einmal, wenn Sie eine relevante Frage haben, werde ich sie beantworten. Aber ich werde nicht hier stehen und mich auf Diskussionen in schlechter Absicht einlassen. Die Reporterin kicherte leise und schüttelte den Kopf. Schlechte Absicht, Caroline? Ich mache meinen Job. Ist das nicht in einer freien Presse? Caroline blinzelte nicht. Eine freie Presse bedeutet, Menschen zur Verantwortung zu ziehen. Was sie tun, ist zu versuchen, das hier in eine Show zu verwandeln. Ein leises Murmeln ging durch den Raum. Einige Journalisten warfen sich schnelle Blicke zu, spürten die Veränderung. Das Hin und Her dreht sich nicht mehr um Politik. Es ging jetzt um etwas anderes. Die Reporterin tippt mit ihrem Stift einmal auf den Tisch. Nur um das klarzustellen. Caroline wusste bereits, was kommen würde, bevor sie es aussprach. Verweigert sie die Antwort, weil sie nicht können oder weil sie nicht wollen. Einige Reporter holten scharf Luft und bereiteten sich auf das vor, was als nächstes kommen würde. Caroline atmete aus, wog ihre Antwort ab. Ich weigere mich, ein Spiel mitzuspielen. Die Pressekonferenz dreht sich nicht um sie. Das Schmunzeln auf dem Gesicht der Reporterin zuckte nur für einen Moment. Dann lehnt sie sich in ihrem Stuhl zurück, verschränkt die Arme. Versteh. Weil Transparenz ein Spiel ist. Diesmal war es nicht nur ein Murmeln. Einige Journalisten flüsterten einander zu, andere blickten zu Caroline und warteten darauf, wie sie reagieren würde. Caroline hat schon mit schwierigen Reportern zu tun gehabt. Aber das hier war etwas anderes. Es ging nicht um Politik. Es ging um Kontrolle. Darum, wer die Diskussion lenken konnte. Sie justierte das Mikrofon leicht und trat einen Schritt vom Podium zurück. Ich denke, wir sind hier fertig. Die Worte trafen wie eine Schockwelle durch den Raum. Die Augenbrauen der Reporterin hoben sich. Entschuldigung? Caroline zuckte nicht mit den Wimpern.
Sie haben deutlich gemacht, dass sie nicht an einer tatsächlichen Diskussion interessiert sind. Sie suchen nach einer Schlagzeile. Wenn Sie bleiben und den Rest der Pressekonferenz verfolgen möchten, sind Sie willkommen. Aber ich werde keine weiteren Fragen von Ihnen beantworten. Die Reporterin lachte leise, schüttelte den Kopf. Also die Presse zum Schweigen bringen. Verstehe. Carolines Kiefer spannt sich an. Sie wusste, dass das kommen würde. Sie wusste genau, wie es dargestellt werden würde, sobald die Kameras aus waren. Aber sie wusste auch, dass man gegen jemanden wie sie nicht gewinnen konnte. Sie warf einen Blick in Richtung Sicherheitspersonal, ein subtiler, wortloser Hinweis. Und genau in dem Moment ändert sich alles. Die Leute rückten auf ihre Sitze, die Energie im Raum wandelt sich von gespannter Erwartung zu offener Konfrontation. Es war nicht mehr nur ein Streitgespräch. Es war dabei, sich in etwas viel Grösseres zu verwandeln. Eine Welle von Unbehagen breitet sich aus. Die Journalisten schauten nicht mehr nur zu. Sie dokumentierten jeden Moment. Jede Bewegung. Warteten, um zu sehen, wie weit es gehen würde. Die Summe der Kameraverschlüsse erfüllte den Raum und fing den Moment an, als Caroline zu den Sicherheitsleuten blickt. Die Reporterin bemerkte es auch. Ihr Schmunzeln verschwand. »Sie machen's wirklich?«, fragt sie. Ihre Stimme war nun leiser, aber scharf genug, um den Raum zu durchschneiden. Caroline antwortete nicht. Ein uniformierter Beamter an der Tür trat langsam einen Schritt nach vorne. Er musste nichts sagen, die Botschaft war klar. Die Reporterin hat zwei Optionen. Deeskalieren oder eskalieren. Sie entschied sich für Letzteres. »Das ist unglaublich«, murmelt sie kopfschüttelnd. Dann lauter, damit die Kameras es aufnahmen. So viel zur Pressefreiheit, oder? Caroline blieb regungslos. Pressefreiheit bedeutet nicht, eine Pressekonferenz zu kapern. Die Reporterin lachte trocken und blickte umher, als wolle sie Zustimmung von den anderen Journalisten einholen. Einige rückten unbehaglich auf ihre Sitze. Ein paar machten Notizen. Aber niemand sagte etwas. Der Sicherheitsbeamte trat einen weiteren Schritt nach vorne. Für einen Sekundenbruchteil zögert die Reporterin. Sie konnte standhaft bleiben und sich körperlich hinausführen lassen. Das wäre ein viraler Moment. Oder sie konnte aufstehen, auf eigene Beine hinausgehen und die Erzählung auf ihre Weise kontrollieren. Caroline beobachtete, wie sich die Entscheidung in den Augen der Reporterin abspielte. Dann griff die Frau langsam nach ihrem Notizblock. Sie stand auf, richtete den Gurt ihrer Tasche. »Das ist eine Schande«, murmelt sie gerade laut genug, damit die Mikrofone aufnahmen. Dann ein letzter Seitenhieb, bevor sie sich zur Tür drehte. »Sie können mich rauswerfen, aber die Wahrheit nicht zum Schweigen bringen.« Caroline reagierte nicht. Die Tür fiel hinter der Reporterin ins Schloss. Und genau so war es vorbei. Die Stille, die folgte, war dicht. Niemand war sich sicher, was als nächstes zu tun war. Die Kameras liefen noch. Einige Journalisten hielten die Augen gesenkt, taten so, als würden sie Notizen machen. Andere starrten einfach nur. Dann, von hinten im Raum, eine Stimme. »Caroline, denkst du, das war die richtige Entscheidung?« Sie wandte ihren Blick dem Journalisten zu, der gesprochen hat. »Ich denke, es war notwendig.« Eine andere Stimme. »Glaubst du nicht, dass das nach hinten losgehen wird?«
Sie wusste, dass es so sein würde. Sie wusste, dass das Internet bereits mit Clips überflutet sein würde, bevor sie den Raum verließ. Sie konnte die Schlagzeilen bereits sehen. Caroline Levitt entfernt Reporter für kritische Fragen. Spielt dies eine Rolle? Sie richtet sich auf. Wir sind hier, um Diskussionen zu führen, nicht um Störungen zu verursachen. Wenn jemand echte Fragen hat, beantworte ich sie gern. Ein Moment Zögerns, dann hob sich langsam eine Hand. Die Pressekonferenz ging weiter. Aber der wahre Sturm, der begann gerade erst. Innerhalb weniger Minuten würde das Filmmaterial sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Und bis Caroline das Podium verließ, würde ihr Name bereits im Trend liegen. Als sie vom Podium trat, vibrierte ihr Handy bereits. Mitarbeiter standen am Rand des Raumes, flüsterten mit angespannten Gesichtern. Ihre Blicke wechselten zwischen ihren Bildschirmen und der Tür, durch die der Reporter vor wenigen Minuten gegangen war. Sie musste ihre Benachrichtigungen nicht prüfen, um zu wissen, was passierte. Der Clip verbreitet sich schnell. Als sie den Flur zu ihrem Büro entlang ging, holte einer ihrer Assistenten mit dem Handy in der Hand auf. Es trendet bereits. #Ruzi Lensing. Die Presse nimmt Fahrt auf. Caroline atmete durch die Nase aus. Natürlich tut sie das. Der Assistent zögerte. Die grossen Medien greifen es auf. Einige Schlagzeilen sind fair, berichten einfach, was passiert ist. Aber andere? Sie stockten, während sie weiter scrollten. Levitt unterdrückt Pressefreiheit. Reporter ausgeworfen, weil er die Wahrheit sprach. Caroline blieb stehen. Die Wahrheit sprach, sie wiederholte es, halb lachend, halb spöttisch. Sie hat keine Wahrheit gesprochen. Sie hatten schon abgesogen. Der Assistent nickte. Spielt keine Rolle. So wird's aber dargestellt. Caroline wusste, dass das kommen würde. In dem Moment, als sie Blickkontakt mit der Security aufnahm. Die Szene lief immer nach dem gleichen Muster ab. Klippt Spannung, schneide den Kontext heraus. Setze eine dramatische Überschrift drauf und lass die Empörungsmaschinerie den Rest erledigen. So frustrierend es auch war, sie würde nicht in Panik geraten. Sie war lange genug in der Politik, um zu wissen, dass sich Narrative verschieben konnten. Und unsere Basis, fragt sie und öffnet die Tür zu ihrem Büro. Der Assistent folgte ihr. Sie stehen hinter dir. Konservative Kommentatoren nennen es einen Erfolg. Sagen, du hast es professionell gehandhabt. Die üblichen Stimmen verteidigen dich. Caroline nickt. Und das Weisse Haus? Sie distanzieren sich. Aber sie verurteilen dich noch nicht. Die letzten Worte schwebten im Raum. Caroline lehnt sich gegen ihren Schreibtisch, die Arme verschränkt. Und sie? Der Assistent musste nicht fragen, wen sie meinte. Sie scrollte weiter, die Augen huschten über den Bildschirm. Sie nutzt bereits aus. Hat ein Live-Interview gegeben. Nennt's einen beunruhigenden Moment für die Pressefreiheit. Sie blickt auf. Sie wird in jede grosse Sendung eingeladen. Natürlich wurde sie das. Caroline legte den Kopf in den Nacken. Starrte für einen kurzen Moment an die Decke, bevor sie sich vom Schreibtisch abstieß. Sie wollte das, murmelte sie. Und wir haben's ihr grad geschenkt. Der Assistent biss sich auf die Lippe.
Also, was ist der Plan? Caroline antwortete nicht sofort. Sie trat ans Fenster und blickte auf die Straße hinunter. Reporter sammelten sich bereits draussen, warteten auf ihren nächsten Schritt. Sie wusste, sie hätten eine Wahl. Still bleiben und den Moment einfach ablaufen lassen. Oder ihn selbst lenken, bevor sich die Erzählung verhärtet. Ihr Kiefer verspannt sich. Der Kampf war nicht vorbei. Er fing gerade erst an. Draussen wurde das Stimmengewirr lauter. Reporter standen in Gruppen auf dem Gehweg. Kameras auf den Eingang gerichtet. Warteten auf ein Statement. Drinnen saß Caroline still an ihrem Schreibtisch. Während ihre Assistenten durch einen endlosen Strom von Schlagzeilen scrollten. Die Meinungen sind gespalten, sagt einer der Assistenten schliesslich. Einige sagen, es war gerechtfertigt, dass du eine unprofessionelle Störung beendet hast. So wie es jede Pressesprecherin tun sollte. Andere, sie zögerte, dann seufzt sie. Andere stellen es als Angriff auf die Demokratie dar. Caroline schnaubte und schüttelte den Kopf. Ein Angriff auf die Demokratie, wiederholt sie. Weil ich eine Reporterin entfernt habe, sich nicht an die Regeln hielt. Der Assistent sagte nichts. Sie wussten beide, dass die Wahrheit keine Rolle spielt. Nicht in der schnellen Welt der digitalen Empörung. Ein zweiter Assistent trat das Handy in der Hand. Sie hat gerade ihr vollständiges Statement gepostet. Caroline atmete tief ein. Lies es vor. Er las vom Bildschirm. Heute wurde ich aus einer Pressekonferenz entfernt, weil ich meinen Job gemacht habe. Kritische Fragen gestellt habe. Die Regierung behauptet, Transparenz zu schätzen. Aber wenn sie auf echte Kritik stößt, zum Schweigen bringen sie die Presse. Das sollte jeden Amerikaner beunruhigen, der an Rechenschaftspflicht und Meinungsfreiheit glaubt. Caroline lachte kurz auf und las mich raten kein Wort darüber, dass sie die gesamte Veranstaltung gestört hat. Der Assistent schüttelte den Kopf. Nein. Sie spielt nur das Opfer. Natürlich tat sie das. Es war alles so vorhersehbar. Selektives Schneiden, geschickt formulierte Posts. Dramatische Behauptungen über Unterdrückung. Caroline hat das Spiel schon oft gesehen. Und jetzt hat sie eine Wahl. Ihr erster Instinkt war, anzugreifen. Eine Pressekonferenz einberufen. Den Ablauf genau darlegen. Die Öffentlichkeit daran erinnern, dass das Entfernen einer Störerin nicht dasselbe war wie Pressezensur. Aber sie wusste, wie es laufen würde. Sobald sie sich darauf einließ, würde die Spirale sich weiterdrehen. Sie dreht sich wieder zum Fenster. Draussen hielt ein Übertragungswagen an. Ein weiterer Reporter stieg mit Mikrofon in der Hand aus. Die Berichterstattung ließ nicht nach. Sie tippt mit den Fingern auf den Schreibtisch. Was ist unser stärkster Zug? Der erste Assistent zögerte. Wir könnten das komplette ungeschnittene Filmmaterial veröffentlichen, bevor ihre Version zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Den Leuten zeigen, wie oft du sie gewarnt hast, bevor die Security eingriff. Der zweite Assistent nickt. Dann sieht's nicht nach einer Verteidigung aus, sondern nach Transparenz. Caroline überlegt. Es war ein kluger Schachzug.
Lasst Fakten für sich sprechen. Heres Jahr exakt Script translated into German Spoken in Switzerland. Aber sie wussten auch, dass Fakten allein keine Kämpfe gewannen. Die Wahrnehmung tat es. Ihre Augen wanderten zurück zu ihrem Telefon, wo die Benachrichtigungen weiter eintrafen. Sie konnte die Kabelnachrichtensegmente bereits vorhersehen. Die empörten Podiumsdiskussionen. Die Kommentare, die ihre Entscheidung analysierten. Ein tiefer Atemzug, ein langsames Ausatmen. Dann nickt sie. Veröffentlicht das gesamte Filmmaterial. Die Assistentin bewegt sich schnell. Entwarfen eine Erklärung. Bereitet das Video vor. Caroline beobachtet sie bei der Arbeit. Ihr Verstand bereits 10 Schritte voraus. Die Reporterin hat ein Spektakel gewollt. Aber was sie nicht bemerkte, war, dass Caroline nicht nur reagierte. Sie bereitete die Bühne fürs vor, was als nächstes kam. Das vollständige, unbearbeitete Filmmaterial wurde innerhalb einer Stunde veröffentlicht. Keine auffälligen Schnitte. Keine dramatischen Kommentare. Nur ein einfacher Post mit dem rohen Austausch. Damit die Leute genau sehen konnten, was passiert war. Der Titel war klar und direkt. Sehen Sie selbst den vollständigen Austausch zwischen Caroline Levitt und der Reporterin auf der heutigen Pressekonferenz. Caroline lehnt sich in ihrem Stuhl zurück. Beobachtete, wie die Zahlen in die Höhe schnellten. Tausende von Aufrufen in wenigen Minuten. Kommentare strömten herein. Einige wütend, einige unterstützend. Ihr Telefon summte. Eine Nachricht von einem engen Verbündeten in den Medien. Schlauer Schachzug, das nimmt ihnen den Wind aus den Segeln. Aber sie wussten, dass es nicht so einfach war. Die Berichterstattung war bereits im Gange. Die Reporterin selbst war in mehreren Netzwerken aufgetreten. Um die Geschichte so zu erzählen, dass sie sich als Opfer darstellte. Caroline klickt auf eines der Interviews. Da saß sie. In einem düster beleuchteten Studio. Die Stirn in empörter Entrüstung gerunzelt. Ich habe einfach nur meinen Job gemacht, sagt sie dem Moderator. Ich habe harte, aber notwendige Fragen gestellt. Und anstatt sie zu beantworten, wurde ich entfernt. Das sollte jeden beunruhigen. Unabhängig von der politischen Zugehörigkeit. Der Moderator nickte ernst. Haben Sie sich bedroht gefühlt? Caroline rollte mit den Augen. Bedroht. Der Seufzer der Reporterin war fast theatralisch. Nicht physisch, nein. Aber beruflich? Absolut. Das ist ein Angriff auf den Journalismus selbst. Das Interview schaltete auf ein Expertenpanel. Das analysierte, was das wirklich bedeutet. Gefährlicher Präzedenzfall. Ein beunruhigender Moment für die Pressefreiheit. Sie hat einfach nur getan, was Journalisten tun sollten. Caroline atmete scharf aus und sperrte ihren Bildschirm. Die Fakten waren da draussen. Aber das bedeutete nicht, dass die Leute sie akzeptieren würden. Ihr Assistent schaute ins Büro. Das solltest du dir ansehen. Caroline folgte ihr in den Flur, wo sich das Personal um einen Fernseher versammelt hat. Ein konservativer Sender lief. Der Moderator spielte den vollständigen Clip ab, den Caroline veröffentlicht hat.
Er pausiert an entscheidender Stelle. Sie unterbricht immer wieder. Sagt er kopfschüttelnd. Es war kein Journalismus. Es war Selbstdarstellung. Die Panelisten nickten zustimmend. Es war ein Falle, sagte er. Sie wusste genau, was sie tat. So lange provozieren, bis sie entfernt wird. Und sich dann als Opfer darstellen. Der Moderator wandt sich wieder an die Kamera. Hier ist die Realität. Caroline Levitt hat die Presse nicht zum Schweigen gebracht. Sie hat eine Aktivistin gestoppt, die sich als Journalistin ausgab. Caroline verschränkt die Arme und beobachtete, wie sich die Diskussion entwickelt. Die Spaltung war klar. Auf der einen Seite konservative Stimmen, die sie für ihren Standpunkt lobten. Auf der anderen Seite die Mainstream-Medien, die sie als autoritäre Figur darstellten, die Presse unterdrückten. Ihr Assistent warf ihren Blick zu. Das wird eine lange Woche. Caroline nickt. Ja. Aber zumindest ist die Wahrheit jetzt draussen. Die Frage war, wer sie glauben würde. Die Geschichte ließ nicht nach. Tagelang beherrscht sie die Schlagzeilen. Talkshows und Social-Media-Debatten. Politische Kommentatoren analysierten jede Sekunde des Austauschs. Jedes Lager verdreht die Geschichte, um sie an ihre Agenda anzupassen. Memes überfluteten das Internet. Einige verspotteten die Reporterin. Andere stellten Caroline als Bösewicht dar. Die Pressefreiheit unterdrückte. Aber inmitten des ganzen Lärms wurde es klar. Das Land war gespalten. Caroline wusste es besser, als einen universellen Sieg zu erwarten. So funktionierten die Kämpfe nicht. Aber als sie in ihrem Büro saß und sich einen Clip der neuesten Diskussion ansah, fiel ihr etwas auf. Ein erfahrener Journalist, der sie tatsächlich respektierte, lehnt sich in seinem Stuhl nach vorne. Wir müssen ehrlich sein, sagte er. Es war keine Journalistin, die nach der Wahrheit suchte. Es war jemand, der einen viralen Moment wollte. Und sie hat ihn bekommen. Die anderen Panelisten wandten sich unbehaglich. Sie waren solche Ehrlichkeit nicht gewohnt. Sie stellte eine Frage, bekam eine Antwort, mochte sie nicht und machte weiter. Nicht für Klarheit, sondern für Konflikt. Und in dem Moment, als sie entfernt wurde, lief sie direkt zu den Kameras und behauptete, ein Opfer zu sein. Das ist kein Journalismus. Das ist Aktivismus. Der Moderator runzelte die Stirn. Also sagen Sie. Caroline hat recht. Der Journalist zuckte mit den Schultern. Ich sag, wir müssen ehrlich sein. Was Journalismus sein sollte. Wir sind hier, um die Öffentlichkeit zu informieren, nicht um Empörung zu inszenieren. Caroline atmete langsam aus. Endlich hat es jemand gesagt. Aber sie wusste, der Schaden war bereits angerichtet. Die Schlagzeilen waren geschrieben. Die Clips waren geschnitten. Die Leute, die glauben wollten, dass sie die Pressefreiheit unterdrückten, würden ihre Meinung nicht ändern. Und sie unterstützten,
hatte bereits weitergezogen, wartete auf den nächsten politischen Kampf. Ihr Assistent klopft sanft an die Tür und trat ein. Du hast eine Interviewanfrage von? Nein, sagte Caroline sofort. Der Assistent blinzelt. Du weisst nicht mal, von wem sie ist. Ist mir egal, sagte Caroline und stand auf. Ich spiele das Spiel nicht weiter. Die Fakten sind draussen. Sie sollen damit machen, was sie wollen. Der Assistent zögerte, nickte dann. Verstanden. Caroline griff nach ihrem Telefon, scrollte durch die endlosen Benachrichtigungen. Der Sturm würde vorübergehen. Das tat er immer. Aber sie wusste, dass es nicht nur um eine Pressekonferenz ging. Es ging um etwas Grösseres. Darum, wie die Medien heute funktionierten, wie Narrative geformt wurden, wie Wahrheit zweitrangig wurde, gegenüber Klicks und Empörung. Sie sah ihre Assistenten an. Veröffentliche noch eine letzte Erklärung. Was soll drinstehen? Caroline dachte kurz nach, lächelte dann. Nur 4 Worte. Der Assistent wartet. Caroline nickt. Schaut euch das Video an. Denn am Ende war's alles. Was zählte? Die Wahrheit. Ob die Leute sie sehen wollten oder nicht.